Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Ja Leute, wir gucken uns die Pressekonferenz nach dem Spiel gegen den FC Augsburg an. Natürlich vom FC Bayern TV, somit ist es auf Deutsch und nicht auf Deutsch mit Englisch gemischt, Übersetzungsgedöns. Also von daher eine Abfahrt. Die Qualität ist jetzt noch nicht so gut auf der Bayern-Seite von der Auflösung her, aber ja. Guten Abend, schönen Sonntagabend. Herzlich willkommen zur abschließenden Pressekonferenz nach dem Bundesligaspiel, dem Derby zwischen dem FC Geht ja auch in erster Linie darum, was die Leute erzählen und nicht, wie es aussieht. Bayern zu Hause und dem FC Augsburg. Ich darf die beiden Cheftrainer Enrico Maaßen und Thomas Tuchel, wie gewohnt, begrüßen. Dieter, was ist da los? Tuchel? Und wie gewohnt auch um die erste Da muss der Thomas selber Einschätzung bitten. Bitte schön, Nico. Ja, vielen Dank. Guten Abend zusammen und Glückwunsch, Thomas, zum Sieg. Zum Spiel. Ich glaube, wir haben eine tolle erste Halbzeit gespielt, mit der Möglichkeit, 1-0 in Führung zu gehen. Die musst du dann auch nutzen. Wenn du hier etwas holen möchtest, dann kriegen wir zwei sehr unglückliche Gegentore, so wie sie fallen. Und eine Frage. Das ist richtig. Sehe ich genauso. Wir haben auch nicht gut gespielt hier. Was heißt nicht gut gespielt? Wir haben jetzt nicht schlecht gespielt, aber klare Torchancen haben wir uns nicht wirklich rausgespielt, außer bis da, wo das Eigentor entstanden ist. Das war schon eine klare Torchance. Aber, ja. Fragst du dich in der Halbzeit schon, wie kann das eigentlich passieren, wenn du so eine Halbzeit spielst hier? Und dann ging es dann bei der zweiten Halbzeit darum, jetzt die ersten 15 Minuten zu überstehen und dann den Anschluss zu packen und dann vielleicht das Spiel nochmal zu drehen. Ja, man hat dann schon die Druckphase gespürt, kurz nach der Halbzeit, weil wir auch die Bälle dann zu einfach und zu schnell wieder abgegeben haben und dann haben sie einfach Qualität und Tempo. Ja, du musst als Gegner gegen uns halt anders kommen. Du musst halt, so wie es Bremen auch gemacht hat, du musst es aus der Halbzeit kommen und Feuer frei machen. Mit 2-0 hinten hieß, hast du nichts zu verlieren. Hätte Augsburg das gemacht, hätten dann vielleicht ein Tor gemacht, dann wäre es vielleicht anders gelaufen. Aber das haben sie nun mal nicht gemacht. Ja. Wir waren nicht so stark. Klar, dann hätten wir vielleicht Räume gehabt, das haben wir gegen Bremen gesehen. Wenn wir dann Räume haben, können wir natürlich ganz anders spielen. Logisch. Aber das Risiko hättest du meines Erachtens nach als Augsburg nehmen müssen. Von daher sind sie da ein bisschen selber schuld. Ja, haben natürlich ein bisschen Pech gehabt, wenn man die erste Halbzeit sieht, muss man ganz klar so sagen. Aber die Chance, die dann zum Eigentor geführt hat, war halt auch super rausgespielt. Ja, und ein Elfer, wenn er da mit der Hand so hingeht, ist es ein Elfer und ja, das sind halt die Regeln im Fußball. Ne? Und dann hast du nicht die Kraft, auch im Pressing hin und her zu laufen. Da ist uns so ein bisschen die Kontrolle abhanden gekommen. Die hatten wir in der ersten Halbzeit. Und dann ja, kriegst du das dritte Tor durch eigentlich auch eine einfach zu verteidigende Situation. Klar, dann. Naja, war schon gut gespielt von uns, muss man auch mal sagen. Ne? Ein hohes Tempo, aber da müssen wir einfach defensiv spielen gehen, mitgehen. Und Helby hat natürlich auch eiskalt reingemacht. Ne? Dann passiert es nicht. Und ja, von daher sehr, sehr ärgerlich. 3 Gegentore dann. Und dann gibt es auch Mannschaften, die hier zusammenbrechen. Schön ist, dass die Mannschaft wieder gezeigt hat. Na, fairerweise muss man sagen, dass wir auch dann nicht mehr ernsthaft versucht haben, weiter Gas zu geben. Ja, wir wollten es dann nach Hause schaukeln und nicht irgendwie das 4., 5., 6. nachlegen. Hätten wir das versucht, denke ich, wäre auch noch das eine oder andere Tor gefallen, aber das haben wir halt gar nicht erst versucht. Nach einem Rückstand, dass sie eine tolle Moral hat, einen tollen Charakter, das ist nicht so. Möchte ich jetzt Augsburg nicht seine Aussagen mit absprechen, von wegen, dass sie dagegen gehalten haben und so weiter. Selbstverständlich, wenn man so einen großen Umbruch, wie wir jetzt ihn auch hatten, hinter sich haben. Ja, dann haben wir das 1-3 erzielt. Wirklich schönes Tor und ja, Erkenntnis. Wir können auch gegen Top-Teams phasenweise gut mithalten. Und jetzt geht es darum, auf den guten Dingen aufzubauen, weniger Gegentore zu kassieren und Spiele zu gewinnen. Aber in Summe mit der ersten Halbzeit zufrieden. Zweite Halbzeit, ja, war so dann die Hypothek der ersten Halbzeit zu hoch. Danke. Vielen Dank. Thomas, bitte. Ja, es ist nach wie vor so, dass wir offensichtlich zu Hause nicht so frei, nicht so schnell, nicht so selbstbewusst spielen und beginnen wie in den Testspielen auswärts auf der. Thomas, da gibt es 2 Daumen nach oben von mir und das können wir gleich als Thumbnail mehr festhalten. Junge, das ist ja genau das, was ich gesagt habe. Du musst halt im eigenen Stadion
Dann noch das erste Spiel von Harry Kane. Da musst du brennen, Alter. Du kannst dir gerne nach 20 Minuten kannst du dir eine Verschnaufpause gönnen. Aber da musst du brennen. Du musst den Ball schnell spielen. Zack, zack, zack. Und wir haben nur, ja, ich bin der Joshua Kimmich. Ich bin der Leon hier. Ich nehme mal den Ball an. Ich guck mal. Oh ja. Nee, komm, ich spiele mal zurück zum Opa. Alter, zum Kotzen. Junge, das muss knallen, das muss brennen. Das ist Augsburg, Alter. Du musst in den ersten 20 Minuten zerlegen. Punkt. Auf der Testspieltour und auch wie im Spiel in Werder Bremen. Das war auch heute so. Wir schaffen es im Moment nicht, die Leistungen aus dem Auswärtsspiel oder auch die Leistung aus der... Nimm doch mal den Kimmich raus. Nehm ihn doch einfach mal raus. Vielleicht schaffen wir das dann. Weil da mal nicht da einer rumsteht, der das Spiel so lahmarschig macht, Alter. Da ist ein Franz Becker Gedenknisturnier. Spielt einen schnelleren Fußball als wir, wenn wir durch die Mitte spielen. Junge. Aus dem Training. Aber im Training ist das so alles so ein schnelles Spiel. Da ist alles so geil. Sehr, sehr gut ist, damit reinzukriegen. Und zwar heute auch so. Probleme im Spieltempo, in der Entscheidungsschnelligkeit. Ja, ganz genau. Ist ein bisschen gehemmt. Wir wirken gehemmt zu Hause. Dann ist nee, das war schon die ganze Rückrunde so. Punkt. Was ist das für eine Aussage? Wir wirken gehemmt. Im Training machen wir das alles so gut, aber wir können es im Spiel nicht umsetzen. Ja, dann nehmen doch mal die Spieler raus, die das nicht umsetzen können. Man muss doch mal Konsequenzen ziehen, Alter. Nach 8 Monaten des alternen Fußballs. Wofür kaufen wir denn einen Leimer? Wofür haben wir einen Gravenberg? Wofür haben wir diese ganzen Spieler? Dafür, dass die alten Herren spielen, die es nicht auf die Kette kriegen, Alter. Ja, ich weiß, ich überreagiere gerade. Wir haben 3-1 gewonnen. Ach, das ist gut, wir haben nicht verloren oder sonst was. Aber es ist doch so. Der Trainer setzt sich dahin und sagt, ja, wir kriegen es jetzt, wir kriegen es wieder nicht hin. Im Training ist alles so super. Ich weiß auch nicht, woran es liegt. Ja, dann wechsel doch einfach mal. Was soll denn passieren? Im besten Falle ist es besser. Im schlechtesten Falle ist es gleich schlecht. Und dann können wir doch alle sagen, jo, es liegt nicht an unserem super vom Kopf her blockierten Doppelsechs. Dann können wir das doch ausschließen. Das wäre doch super, oder? Aber ich garantiere euch, dass es besser laufen würde. Das ist das Problem. Deswegen passiert das nicht. Weil ein Kimmich dann auf einmal komplett in Frage gestellt wird. Wenn er nicht mehr der große Denker und Lenker ist, der er nie war. Der gerne sein möchte, aber nie sein wird bei uns. Punkt. Nochmal, wir haben 3-1 gewonnen, aber wenn der Thomas das anspricht, muss ich da nochmal reingehen in die Kiste. Weil mich das einfach aufregt. Weil wir diese Scheiße seit Monaten uns angucken. Genauso wie der seit Monaten die Ecken und Freistöße schießt. Wenn er mal auf der Bank sitzt, kann er die nicht schießen. Vielleicht sehen wir da mal gefährliche Standardsituationen. Wenn das wiederholt passiert, brauchst du wahrscheinlich genau solche Tore. Ein bisschen kurioses Eigentor, ein Elfmeter. Ja gut, komm, das Eigentor müssen wir jetzt mal nicht überbewerten. Wäre der Dinge nicht da so abgefälscht gewesen und da rumgetingelt, dann wäre er auch so reingegangen. Ja? So, das war super herausgespielt, das war schön herausgespielt, da gibt es gar nichts rumzudeuteln. Punkt. Und der Elfmeter, ja, wie gesagt, wenn ich da so im Strafraum mit der Hand hingehe, so ausstrecke, Junge, da gibt es da keine zwei Meinungen. Um da Sicherheit zu kriegen und um ein bisschen durchzuatmen. Zweite Halbzeit war dann ruhiger und ruhiger. Ruhiger? Das war heißt nicht langsamer, sondern schneller, es war präziser. Wir haben häufiger die Räume gefunden, die wir auch finden wollten. Ja, aber auch nur die ersten 20 Minuten, danach haben wir Fußballspielen eingestellt. Um das Spiel zu beschleunigen durch die Halbfelder und das war dann deutlich besser. Haben wir viel mehr Chancen rausgespielt und dann leider... Ja, weil dann auch nichts mehr durch die Mitte ging. Ja? Es ging dann nicht mehr über einen Kimmich oder einen Goretzka, die einfach keinerlei Tempo in das Spiel kriegen. Es ging dann nur über Außen und die Leute, die auf den Halbpositionen waren, so wie es ein Leroy schon erste Halbzeit gemacht hat, der über halbrechte Position immer wieder mittig reingezogen ist, hat es dann halt auch ein King gemacht. Und dadurch wird es dann gefährlich. Ja? So, das ist der Unterschied gewesen. Wir haben halt nur noch über Außen aufgebaut, nicht mehr durch die Mitte. Auch nur einmal getroffen, hätten das dann höher schrauben können und haben dann leider noch ein Gegentor gekriegt. Aber ich glaube, der Weg im Moment, der Fokus muss darauf sein, was besser wurde und dass wir stabil geblieben sind zumindest. Und
Die sind stabil geblieben. Auf was bezogen? Die stabile Verunsicherung hinten in der Innenverteidigung, oder was? Weil wir den Opa mal ausklammern. Das geht nur über Siege. Das habe ich halt auch gedacht, ja. Ich meine, Bremen war okay, ist ein Auftaktspiel, da kannst du immer noch ein bisschen Larifari, man muss sich ein bisschen finden, so auch mit Harry Kane und so, gerade mal 2 Tage da. Eine Woche war er da. Oder Supercup? Ja, nicht ganz. 6 Tage oder was. Alles gut, volles Verständnis für. Und dann kann man ja auch sagen, wow, 4-0, was natürlich völlig überzogen war vom Ergebnis her. Das muss auch Selbstvertrauen geben. Und wie gesagt, dann musst du doch, wenn das erste Heimspiel ist, in der neuen Saison, dann musst du doch brennen, Alter. Das verstehe ich nicht. Du musst doch brennen. Du musst doch wollen. So, und das hast du, ja, vorne. Wie gesagt, Sané, hast du das gemerkt? Das war's. Und wenn man Leroy da rausheben muss, dann sollte man sich Gedanken machen, oder? Gnabry war verloren die erste halbe Stunde. Ja, Harry genauso, weil er einfach gar nicht eingebunden war. Über links ging nichts. Ja. Schwierig. Und unsere beiden Mittelfeldleute waren maßlos überfordert, sich den Ball hin und her und quer und nach hinten zu schieben, Alter. Ja. Also. Nochmal, wir haben 3-1 gewonnen. Alles gut. Wir sind Tabellenzweiter. Ne? Wir müssen auch immer gucken, auf welchem Niveau hier wir meckern hier oder ich hier mecker. Aber wie gesagt, ich habe was ganz anderes erwartet. Ich habe mich riesig auf dieses Spiel gefreut. Ich habe gedacht, jawohl. Das waren gute Ansätze gegen Bremen, gerade in der Offensive. Die haben wir heute auch wieder gesehen. Hat zwar ein halbes Stündchen gedauert, nach dem Tor quasi, war so ein bisschen der Dosenöffner. Aber unsere Doppel-6 war schlechter wie in Bremen. Ja? Und super lahmarschig, völlig überfordert, das Spiel mal schnell zu machen. Und von der Defensivarbeit brauche ich gar nicht anfangen. Ja? Und das waren bisher nur Bremen und Augsburg. Ja? Was nun auch, wenn es gegen Leverkusen geht, Alter. Bis dahin muss der Tuchel mal den Schalter gefunden haben, oder das Problem gefunden haben, wo er immer sagt so, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Im Training ist immer alles schön. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. I don't know. Dann wechsel doch mal die Spieler. Stell den mal dahin, nimm mal den, pack den mal dahin. Wenn du es nicht weißt, vielleicht wäre das eine Idee. Dass wir da rauskommen aus diesem Momentum. Und das hören wir seit 8 Monaten. So, wie lange ist der Tuchel da? Wir hören immer nur das Momentum und wir müssen da rauskommen. Und ich weiß nicht, im Training ist das alles super. Im Training sind wir Triple-Sieger. Aber auf dem Feld. Das haben wir geschafft. Am Ende ist es ein verdienter Sieg. Ist der zweite. Ja, na klar, ist ein verdienter Sieg. Da wollen wir gar nicht drum rumreden. Ist der zweite Sieg in Folge, Blasötz, alles gut. Darum geht's doch gar nicht. Aber wenn man die Art des Gegners sieht und die Art, wie wir Fußball spielen, war das heute auf jeden Fall ein Rückschritt zu Bremen, wie ich finde. Wie gesagt, die Offensive nehme ich da raus. Die Offensive hat das getan, was ging. Ja. Aber der Ball musste erstmal dahin kommen. Und bis er da war, sind Jahre vergangen. Bis dahin stand Augsburg schon wieder geordnet hinten die ersten 40 Minuten. Was soll da auch passieren? Ja. Wenn Augsburg mal aufgerückt ist, dann muss der Ball schnell und tief gehen. Ich habe nicht einen Pass vom Kimmich oder Goretzka in die Tiefe mal gesehen. Und sei es nur blind auf die 9 gespielt. Auf dem Heavy, dass er den annehmen kann und vielleicht nach außen legen kann. Habe ich nicht einen Ball gesehen. Vielleicht habe ich einen übersehen. Es mag so sein. Ich möchte es nicht abstreiten. Aber ich habe keinen gesehen. Der Sieg im zweiten Spiel und die Augsburger haben einen sehr tiefen Ballbesitz gewählt, das wussten wir auch und wir haben unsere Grundordnung ein bisschen angepasst, um da nicht auf den Torhüter zu stürzen. Deshalb war auch ein Grund mehr, dass wir da sehr diszipliniert waren, aber in der allerhöchsten. Das war auch alles okay. Ja, das finde ich, du musst dich da vorne nicht totlaufen. Wenn wir 1-0 führen oder dann auch 2-0 führen, wenn die meinen, die müssen da hinten den Ball 100 Mal quer spielen, ja, dann lass sie doch machen. Ist uns doch scheißegal. So, aber wenn sie doch dann mal, was ja oft genug der Fall war, mal an der Mittellinie sind oder auch mal in unserer Hälfte oder sowas, und wir dann den Ball erobern, dann müssen wir doch auch mal schnell spielen, Alter. Schnell, den Ball mal in die Spitze.
höchsten Phase vom Anlaufen nicht den großen Druck aufgebaut haben, weil wir nicht dann mit langen Schlägen überspielt werden wollten und dann mit dem Gesicht zum eigenen Tor unter Druck kommen. Deshalb haben wir da im allerletzten 20 Metern des Spielfelds ein bisschen abwartend agiert und erst später das Pressing eingeleitet. Völlig legitim. Pressing, auch nach diesen 20 Metern, habe ich nicht wirklich gesehen. Ich habe auch kein Pressing gesehen, schon gar nicht von unseren Mittelfeldspielern. Also à la Kimmich oder Goretzka. Auch da, I don't know, vielleicht habe ich irgendwas übersehen, aber ein Pressing habe ich da nicht wahrgenommen. Ja, auf Außen, ja, definitiv. Da wurden die Leute ordentlich angelaufen. Aber auch erst so ab der Mittellinie. Ja. Aber in der Mitte habe ich keinerlei Pressing gesehen. Es hat dann auch nicht dazu beigetragen, dass so richtig Tempo reinkommt. Und deshalb sah es ein bisschen zäh aus zu Beginn. Aber am Ende steht ein Sieg und machen weiter. Die ganze erste Halbzeit, Alter. Werden besser werden, müssen besser werden. Ja, ganz genau. Müssen besser werden. Müssen. Ich meine, gut, Leverkusen ist ein anderes Spiel. Die werden wahrscheinlich mehr mitspielen, gehe ich mal von aus. Obwohl ich es nicht weiß. Ich kann ja euch nicht sagen. Könnt ihr mir vielleicht die Kommentare schreiben, wie Leverkusen agiert. Vielleicht ist es auch eher so Gladbach-Style. So wir kontern und pimmeln sonst hinten rum. Das weiß ich nicht. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen unterm Alonso. Wenn wir natürlich mehr Raum haben, wird es natürlich auch ein anderes Spiel sein. Gar keine Frage. Aber nochmal, es geht mir auch gar nicht heute darum. Ja, ich kritisiere das natürlich, dass es so super lahmarschig war, dass Kimmich und Goretzka einfach keinerlei Tempo ins Spiel bringen konnten. Lag einfach daran auch, dass ein Musiala gefehlt hat. Habe ich auch schon ausgeführt in meiner Analyse. Da ging uns natürlich ab. Aber ich erwarte einfach, dass man die ersten 20 Minuten brennt. Ja, dass man Vollgas gibt. Punkt. Und das ist nicht passiert. Und bleiben da positiv. Vielen Dank. Dann zu den Fragen bitte. Es beginnt in der Mitte. Georg Holzner für den Kicker. Ja. Eins weiter, ja. Hallo Herr Tuchel, ich grüße Sie. Wie ist denn der Stand aktuell bei Benjamin Pavard? Gibt es da irgendwelche neuen Entwicklungen? Mario, wie soll denn jetzt der Stand nach dem verkackten Spiel sein, wie vor dem verkackten Spiel? Hat jetzt in den 90 Minuten angerufen? Ja, hallo, ich bin's Benji. Thomas, ich komme nicht mehr. Weißt du? Ich komme einfach nicht mehr. Wenn ihr mich nicht verkauft, bin ich ein Jahr krank. Ich komme halt einfach nicht mehr. Junge, was eine beknackte Frage. Ist das tatsächlich jetzt nur eine Rückenverletzung oder dass er angeschlagen ist, dass er heute gefehlt hat? Und wie war es da übers Wochenende? Rage-Mode, Leute. Rage-Mode. Und wie schauen Ihre Planungen generell jetzt dann auf der Rechtsverteidigerposition aus? Heute haben Sie ja Konrad Laimer mal gebracht jetzt auf der Position. Ja, wenn Der übrigens die einzigste Flanke geschlagen hat. Im ganzen Spiel für uns. Benji hat gefehlt, mit Rückenproblematik im Training gefehlt und deshalb auch im Kader gefehlt. Aber das ist nichts Gravierendes und die Thematik hat sich nicht geändert. Ganz ehrlich, Leute, ich sage euch jetzt mal was, ne? Zu dem Thema nochmal abschließend. Erstmal hat ein Benji das oft genug geäußert. Schon Ende der letzten Saison. Haben wir schon ausführlich diskutiert. Bevor ich mir jetzt ein Fass aufmachen würde und ein Pavard zwingen würde, bei uns zu bleiben und erstmal auf 30 Millionen verzichte, weil danach er wird den Vertrag nicht verlängern, er wird dann kostenlos wechseln. Bevor ich einen Spieler, der keinen Bock hat, Rechtsverteidiger zu spielen, dahin stelle, der nächstes Jahr den Verein umsonst verlässt, nehme ich doch den kleinen... Das weiß ich leider nicht. Alexa, halt die Fresse. Nehme ich doch den kleinen Josua und stell den nach hinten rechts. Der hat auch keinen Bock da zu spielen, kommt dann auf selber raus. Dann kann ich auch einen Kimmich da hinstellen und kann Laimer mal auf die 8 stellen. Oder auf die Doppel-6 oder was auch immer. Ihr merkt schon, ich habe mich gegen Josua eingeschossen heute. Aber es war heute einfach ein Trauerspiel, ich das gesehen habe wieder, wie der agiert. Leute, ich kann's mir nicht mehr geben. Jetzt mal ernsthaft, das hat doch nichts mehr mit, das ist doch nicht mehr Bayern-like, Alter. Es kann doch nicht sein, dass jeder verfickte Trainer, der verpflichtet wird bei uns, jeder verkackte Scheißtrainer stellt den Idioten dahin und lässt den Idioten auch noch jede Scheiß-Ecke schießen. Egal, was für eine Kackleistung der bringt. Sorry, der Kimmich ist natürlich kein Idiot, außer bei der Impfdebatte. Da war er ein Idiot, vielleicht hat er da doch bewiesen, dass er ein Idiot ist. Ich meine das natürlich auf die sportliche Leistung gesehen. Es triggert mich einfach, Leute.
Es triggert mich so hardcore. Wir gucken uns die Scheiße seit Monaten an. Der spielt seit Monaten Scheiße. Ich kann mich nicht an ein letztes gutes Spiel von Kimmich erinnern. Ich glaube mal irgendwann eine Halbzeit am Ende der Saison, in irgendeinem Spiel war das. Da hat er mal eine Halbzeit, hat er wirklich gut gespielt. Habe ich ihn auch gelobt. Ich lobe ihn auch, wenn er gut spielt. Er polarisiert ja auch, ist ja auch okay. Aber es kann doch nicht sein. Wir haben 4, Tuchel hat es ja nochmal aufgezählt, vor dem Spiel. Wir haben 4 Spieler. Und dann eigentlich nur für eine Position, wenn er noch einen Sechser kriegt. Das kann doch nicht sein, dass da immer ein Kimmich spielt. Der einfach überfordert ist, diese Position ordentlich zu spielen. Und ich garantiere euch, wenn da ein vernünftiger Sechser kommt, sollte das noch passieren, wer immer es ist, wird das ein Sechser sein, der den Ball natürlich in die Spitze spielen kann, ja, der das Spieltempo einleitet. So, der nicht 500 Mal einen Pass über 3 Meter, wie es ein Goretzka, wie es ein Leimer, wie es sonst jeder macht, der neben Kimmich spielt und den Denker macht und den Ball einfach quer auf den Kimmich spielt, damit der Kimmich ja den Ballkontakt hat und das Spiel wieder langsam machen kann. Wenn dann ein gestandener Spieler kommt, wird das nicht mehr passieren. Da kriegt der Kimmich erst gar keinen Ball mehr mit seinem Rumgepimmel da. Benji ist unser Spieler und gut, der Wunsch ist hinterlegt, das ist sein persönlicher Wunsch. Aber der FC Bayern geht vor, die Mannschaft geht vor, wir brauchen eine schlagkräftige Mannschaft. Benji besetzt auch. Alles, was da jetzt gerade gelabert wird mit dem Pavard, ne, in dieser Pressekonferenz, auch die Pressekonferenz davor und davor, ist einfach nur Geschacher. Ja? Es geht einfach darum, dass Inter Mailand das zahlt, was wir haben wollen. So, das ist das ganze dumme Gelaber. Jetzt mal ernsthaft, wollt ihr mir sagen, der Tuchel weiß erstens nicht, dass ein Benji wechseln will. Ich meine, mittlerweile weiß das ja. Aber meint ihr, der Tuchel möchte dann einen Spieler im Kader haben, den er aufstellt, der dann keinen Bock hat, Leistung zu bringen, der so eine Fresse zieht, die er seit Jahren zieht, wenn er Rechtsverteidiger spielen soll? Kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Von daher ist das für mich jetzt einfach nur noch Geschacher. Ja? Es geht da noch um 2-3 Mille, die Inter Mailand vielleicht mehr zahlen soll. Auch dieses Gelaber, ja, wir brauchen dann aber erstmal Ersatz, dann können wir ihn abgeben. Aber das Thema, wir könnten jetzt das Thema Stanisic wieder aufbringen. Lassen wir, wer da Interesse dran hat, guckt mal ein anderes Video. Auf einem extrem hohen, konstanten Niveau 2 Positionen und es ist sehr knapp am Ende des Transferfensters. Das hat sich nichts geändert. Dann gleich nebendran Daniel Montazeri für den Spiegel, bitte. Hallo, Tuchel. Pep Guardiola hat vergangene Saison zu Beginn, als es nicht so gut lief bei Man City, mal gesagt, die Spieler laufen zu viel. Ja. Die Spieler sollen nicht laufen, der Ball soll laufen, die Spieler sollen in ihrer Position stehen. Ist das jetzt mit Blick aufs konkrete Mittelfeldzentrum bei Ihnen etwas, an dem Sie arbeiten wollen? Oder denken Sie, der Stil meiner Mannschaft ist ein anderer? Ja, der Stil ist, glaube ich, ein bisschen anderer. Ich glaube, es geht immer darum, auch die Stärken der Spieler rauszustellen und auf den Platz zu bekommen. Und niemand was aufzuzwingen, wo er sich nicht wohlfühlt, weder von der Position noch vom Stil. Wir haben sehr mobile Mittelfeldspieler, die alle 3 sehr mobil sind, sehr gerne auch sich viel bewegen und trotzdem werden wir uns da ja, und dann nie auf dieser Position sind, die wichtig sind zu besetzen. Anpassen aneinander. Wir haben uns das auch deshalb, weil alle sehr mobil sind und gerne zwischen beiden 16ern eigentlich sehr gerne bewegen, spielen wir auch mit einer Doppel-6. Und da haben wir verschiedene Möglichkeiten, wie wir das dann gestalten. Und die fuchsen uns da auch rein. Und ich bin ja immer noch dafür, einfach mal den Opa auf die 6 zu stellen, Leute. Einfach mal draufstellen. Ich kann mir vorstellen, dass das genau seine Posi ist. Ja, könnte ich mir echt gut vorstellen. Die Jungs sind gewillt, da auch stabiler zu sein. Ich glaube, dass jetzt heute auch, es war ein großer Schritt nach vorne in Bremen, heute ein kleiner Schritt. Ja, ich wollte sagen, heute war es eher ein Schritt zurück. Nach vorne, wenn man die Heimspiele beurteilt. Das war heute ein Schritt nach vorne, wenn wir die Heimspiele beurteilen. Weil wir heute nicht verloren haben gegen Leipzig, oder was? Ich habe heute keinerlei Schritt nach vorne gesehen, was unsere Doppel-6 anbelangt. Tut mir leid. Und auch, ja, es gibt Momente. Kimmich wurde genauso überlaufen an der Mittellinie von den Augsburgern wie immer. Es sind keinerlei Zweikampf reingekommen. Gut, und Kimmich hat heute nicht ganz so viel Fehlpässe gespielt. Die hat heute Minjay gespielt.
Aber ansonsten hat ein Kimmich konnte dem Spiel keinen Stempel aufdrücken, konnte das Spiel nicht einmal schnell machen, konnte nicht einmal mal einen vernünftigen Pass in die Spitze spielen. Momente, wo einfach. Goretzka übrigens dasselbe, ja. Wollen wir jetzt hier mal nicht nur auf den Kimmich draufhauen. Goretzka war genauso gut oder schlecht, wie es ein Kimmich war. Unsere Stärke auch ist, sich viel zu bewegen und heute gegen eine Mannschaft, die auch zwischendrin dann einfach hoch oder in Manndeckung spielt, ein tiefer Block, kann es auch manchmal gut sein. Das ist nicht das Problem. Und es gibt irgendwann Momente, wo man besser das Spiel um sich herum bewegen lässt und die Position hält. Aber ich glaube, der Mix macht es am Ende und wir sind da dran und werden da besser werden, denke ich. Dann Mitte rechts Christian Falk für Sportbild. Ich fand es auch ganz interessant, vielleicht nochmal, um das hier mal kurz einzuwerfen, diese Diskussion noch, dass Herrn Tuchel dann vorm Spiel sagte, ja, entweder kommt noch jemand auf dieser Position oder wir machen es halt mit dem Pavlovic. Ganz ehrlich, was ich in den Testspielen gesehen habe, war völlig stabil. Er meinte das natürlich jetzt als vierten Mann, weil er einen Gravenberch nicht auf dieser Position sieht. Er sieht einen Gravenbercher als 10er-Alternative. Deswegen hat er nur von 3 Leuten geredet und ihn dann als vierten Mann mit reingenommen. Ja, warum den Jungen nicht mal reinwerfen? Was haben wir zu verlieren? Ja, hätte es in den Testspielen ordentlich gemacht. Und gerade jetzt gegen so Spielen wie gegen Bremen oder Augsburg hätte man das mal machen können. Aber nochmal, da müsste man ja einen Herrn Kimmich oder einen Herrn Goretzka auf die Füße treten. Was man ja anscheinend bei uns nicht möchte. Thomas, du hast der Sohn jetzt nochmal betont, dass dir ein Sechser fehlt. Siehst du denn... Nee, das habe ich nicht betont. Ich wurde 5-mal danach gefragt. Ja, und ihr müsst das einfach dann bitte nicht Streit sehen und Konflikte sehen. Ich wurde 200 Mal jetzt danach gefragt und ich habe gesagt, wir haben die 3 Sechser, die wir haben und wir haben nur 3. Das ist auch ein numerisches Thema. Und wir haben ab Leverkusen nur noch englische Wochen und wir haben hohe Ziele. Deshalb ist, sobald einer ausfällt, wir spielen mit einer Doppelsechs und nicht mit einer einzelnen Sechs. Deshalb ist es auch ein numerisches Thema. Aber ich habe keine Forderungen gestellt, ich habe niemanden kritisiert und habe keinen Ruf nach einer Sechs laut werden lassen. Ich habe einfach nur eine Antwort gegeben. Naja, gut. Jetzt in den letzten Wochen mag das so sein. Erinnern wir uns aber mal an die Pressekonferenz in der Vorbereitungsphase. Hat er schon klar gesagt, dass uns eine Holding Six fehlt. Damit ist ja die Debatte erst losgegangen. Und mit der Debatte hat er auch vollkommen recht. Ja, ich meine, Michael Ballack ist ja jetzt auch kein schlechter gewesen. Der hat das heute ja auch genauso bestätigt, dass es genauso ist. Klar haben wir auch gesehen, wir sind mit Kimmich und Goretzka Trippelsieger geworden. Es ist jetzt nicht so, dass es nicht geht. Aber es ist dann natürlich eine andere Spielweise. Ja, was ja auch okay ist. Da muss halt Herr Tuchel sich dann anpassen, wenn wir halt nur dieses Spielermaterial haben. Und wir müssen halt einfach wieder über Außen spielen. Ja? Strikt muss der Spielaufbau dann über Außen gehen. Weil unsere Mittelfeldspieler dazu ja anscheinend nicht in der Lage sind, den Ball mal schnell zu machen. Dann muss das halt wieder über unsere Innenverteidiger funktionieren. Und dann sind wir wieder bei der Diskussion, ist da eine Dreierkette nicht sinniger, weil dann unsere Außenverteidiger noch viel, viel höher stehen. Und viel mehr dann auch vielleicht nach innen rücken können und der Spielaufbau über Außen geht. So, und dann sind wir aber wieder bei der Debatte, wenn wir eine Fünferkette spielen, dann reicht ja auch ein Sechser oder ein Achter, dann brauchen wir ja keine 2 mehr. Ja, dann sind wir wieder bei dem Thema, wie es unter Nagelsmann dann war, wo er dann mit Dreierkette gespielt hat. Da war der Spielaufbau viel, viel besser und viel, viel schneller. So, ansonsten das Mittel, was wir sonst hatten, wo Schuppu da war. So, da war das Mittel Kimmich, Goretzka, wer auch immer gespielt hat. Jeder Ball oder auch die Außenspieler haben dann den Ball auf Schuppo gespielt und nicht über einen Kimmich und Goretzka, die super lahmarschig im Spielaufbau sind. Mir wurde der Ball auf den Schuppo gespielt, der hat den entweder angenommen, sich gedreht, weitergeleitet oder hat ihn prallen lassen, nach außen hin, Doppelpass, bam, bam, bam. So. Aber das kannst du mit dem Kimmich und Goretzka nicht spielen. Ja, Kimmich kann mal einen guten Ball in die Spitze spielen. Ja, natürlich. Aber jeder Gegner weiß auch, wenn ich einen Kimmich einfach nur anlaufe oder ihn in Manndeckung nehme oder ihn einfach nur ein bisschen stelle, ist der schon komplett aus dem Spiel genommen. Weil er nicht mal eine Drehung machen kann, eine Körpertäuschung, um mal den einen Spieler stehen lassen kann, um dann das Spiel vor sich zu haben. Das kann ein Kimmich nicht. Deswegen spielt ein Kimmich dann nach hinten und quer. So, und ein Goretzka kann das auch nicht. Ist ein Goretzka aber auch nicht die Art Spieler. Ein Goretzka ist die Art Spieler, der den Ball nimmt, der braucht Raum, dann marschiert er mit dem Ball, genauso wie es ein Gravenberch ist, und dann nagelt er das Ding drauf oder legt den Ball nach außen, läuft durch in den 16er rein,
köpft das Ding rein oder er bleibt an der Strafraumgrenze stehen, wenn der Spieler über außen ist, dass er im Rückraum steht und nagelt das Ding rein. So, das ist ein Leon Goretzka. Leon Goretzka ist kein Spieler, der das Spiel aufbaut. Ist kein Spielmacher. So. Ja? Ganz einfache Kiste. Und die Frage dazu wäre jetzt Ja. nochmal, geht es dir wirklich nur um die Quantität oder tatsächlich auch noch um die Es geht Qualität? immer um beides. Es macht weder Sinn, Ja, 25 normal. Spieler zu haben auf dem gleichen Niveau, noch macht es Sinn, einfach nur Spieler zu haben, damit die Positionen besetzt sind. Die Spieler, die wir suchen, wenn wir welche suchen, auf Positionen müssen sehr qualitativ top sein, die müssen die Persönlichkeit haben, die müssen eine Persönlichkeit haben, die den Kader ergänzt. Das ist ein komplexes Thema. Und die Situation jetzt ist, dass wir Vertrauen haben in die Mittelfeldspieler haben. Und Alex Ja, weil er keine andere Wahl hat. ist im Moment von der U23 bei uns mit dabei und macht es sehr, sehr gut. Und wir werden da regelmäßig die Jungs da von unten dazu holen. Und wenn das so bleibt, dann bleibt es so. Dann hat niemand ein Problem damit. Dann vielleicht eine letzte Frage an FC Bayern vorne. Nico Linner für Bild. Hallo Herr Tuchel, Sie haben sich nach dem Ausfall von Jamal Musiala nicht für Thomas Müller Die Bild ist wieder auf da. der Position entschieden, sondern für eine andere Lösung. Wie kam es zu der Entscheidung und was muss Thomas machen, damit er demnächst Chancen auf diesen Platz in der Startelf hat? Gar nichts, einfach weiter trainieren. Thomas hat, glaube ich, kein einziges Testspiel gemacht bis zu unserem Spiel gegen die Fans. Und Serge war unser gefährlichster Angreifer in der kompletten Vorbereitung. Hat Ja, sich ist kurz richtig. vor Werder Bremen mit Sehe ich übrigens genauso. Das, was ich erst mal sage nach der letzten Saison. einer Rückenthematik abgemeldet. Sonst hätte er in Bremen auch schon gestartet. Deshalb war es einfach von der ganz logische Entscheidung. Und Thomas hat mit Chupo zusammen die komplette Vorbereitung verpasst, hat gar keine Spielminuten im Moment und deshalb hatte Serge heute die Nase vorn. Das wird sich auch in Zukunft nicht ändern. Leute, da müssen wir uns nichts vormachen. Wenn sich da nicht einer verletzt, wird es Müller schwer haben, reinzukommen. Er wird immer mal, klar, wenn es nicht läuft, wird er vielleicht auch mal ein bisschen eher eingewechselt werden. Aber ja. Aber das war auch abzusehen seit am Ende der letzten Saison. Ja, wie ich schon sagte, für mich wäre es mal super interessant, ihn von Beginn an zu sehen. Wie er mit Harry zusammen agiert. Ja, aber dafür müssten wir dann auch irgendwie mal einen Spielaufbau durch die Mitte haben, was aktuell uns ja irgendwie abgeht. Vielen Dank. Dann gibt es keine Vielen Wortmeldungen Dank. mehr. Danke Thomas, danke Enrico. So, ist ja, jetzt habe ich aus 10 Minuten 30 Minuten gemacht. Leute, es tut mir leid für alle, die hier nur waren, um sich die Pressekonferenz reinzuziehen. Aber es ist ja eine Reaction und nicht guckt euch die Pressekonferenz an. Von daher ist das hier nochmal leider ein bisschen eskaliert. Im Doppel-Sechser-Bashing. Aber ja. Ich denke, dieses Spiel war keinerlei Fortschritt zu den letzten Monaten, was wir an Spielen gesehen haben. Und von daher, abgesehen davon, dass wir halt einen Harry Kane haben, wodurch ein Sané, ein Coman, ein Gnabry natürlich aufblühen, weil sie nicht mehr diesen Druck haben. Und natürlich, wir haben auch jemanden, der die Dinger dann halt auch reinmacht. Ja? Weil wenn wir es knallhart sehen, hat heute keiner ein Tor geschossen außer Harry Kane. Weil das andere war ein Eigentor. Das ist der große Unterschied zur letzten Saison. Sonst hätten wir wahrscheinlich dieses Spiel nicht gewonnen. Ja? Das müssen wir auch mal wieder so sehen. Und von daher sehe ich 0 Fortschritt. So, und das kann man dann mal, da muss das auch mal aus mir raus. Weil in Bremen habe ich mich zurückgehalten, weil Auftaktspiel und so, da muss man immer ein bisschen ruhiger sein. So, aber jetzt muss das raus. Punkt. Und das ist meine Meinung. Die kann man teilen, muss man aber nicht. In diesem Sinne, rot-weiße Grüße gehen raus. Bleibt gesund. Ich wünsche euch einen schönen Start in die Woche. Bis dann. Tschüssi.